Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Lev Lückschatzus und unterwegs. Jetzt sind die Schulferien dran, aber wir sind trotzdem da. Wir machen ein bisschen Köter, aber trotzdem mit viel Spaß an der Freude. Und heute fangen wir ganz besonders an. Ob de Felder Erbele plücken, tun wir uns bücken, tätet uns glücke, suchen entzücke. Ist dat nicht schön? Weißt du, wer dat geschrieben hat? Ja, schon noch nie gehört. Das ist auch normal nicht ob Kölsch. Ach so. Normal ist das ob Huditsch. Und der Kerl, der das geschrieben hat, der kennen sie all, ohne das zu wissen. Ja. Da war der Hoffmann von Fallersleben. Der Hoffmann, der hat jetzt über Erbele, über Erdbeeren geschrieben. Ja, Ob ja, Huditsch richtig Erdbeeren? Ja, das. Sag nur. Da hat der bestimmt gemacht für uns eine schöne Start zu geben für der Verzell Hück über der Erbele. Ja, hören's. Das muss doch, wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe, hätte doch das Lied der Deutschen geschrieben, so die Nationalhymne, wo man Der nach ist dem das. Krieg nur noch die dritte Strophe singt. Ja, genau der. Ach. Und der hat über der Erbele geschrieben. Ja, das Hätte staune er ich wahrscheinlich gern gegessen, ne? Ja, das erstaunlich einfach. Also der Erbele sind ja wirklich auch der Anfang vom Sommer. Ich mein, heutzutage kann man sie das ganze Jahr über kaufen, da kommen sie von weg gefloren. Aber früher war nicht Erbele ja auf der Hand, ich gewusst, jetzt sind bald Ferien und jetzt ist der Sommer so richtig da. Ja, schön. Ja, ich erinnere mich. Aber bei uns daheim, ja, wird die Erbele, aber nur am Sonntag mit Zucker oder Saft oder irgendwas so jetzt. Oder, ja, die kommen auch dann als Kondensmilch drauf, Sahne, das war jetzt Besonderes. Ja, die wurden abgeschnitten und dann der Zucker drauf, dass sich dann so der Saft bilden konnte. Und da kommt die Kondensmilch da drauf, die hätte man früher noch die Büchsenmilch genannt. Das habe ich als Kind so gern gegessen. Ja. Und also ich habe ja manchmal im Eisgeschäft gesehen mit der Erbele und der Sahne, aber da waren auch nur ganz paar Erbele auf dem Erdbeerbecher drauf. Also höchstens jetzt mir. Ja. Und dann geht natürlich nicht zu vergessen, der Erdbeerkocher, so eine Mürbeteig, ja, meistens wird das fertig gekauft. Oder doch der letzte, so die ganz kleine Kühe schon mit Erbele, hätten wir doch auch. Und dann haben sie manchmal da so Gelatine drauf. Manche Kölsche sagen auch Gelatine. Das ist französisch, aber das heißt Gelatine. Und das ist aber nicht mehr so ganz weil man jetzt weiß, was da drin ist. Also, weißt du, was da drin ist? Ist ja Du meinst, fieses. was in der Gelatine drin Ja, ist? ja. Ja, irgendetwas blenken, was soll das dann? Ich habe keine Ahnung, aber du weißt es sicher, wenn du so das freust. ist, also ich meine, das ist ein bisschen firkelig. Also das ist genau gesagt, ist es vom Firke, also von dem Bindegewebe von den Tieren. Kann man ja verstehen, dass das Mensch einer nicht mehr so gern hat. Also nicht nur die Muslime, die vom Firke das nicht wollen, auch die Leute, die wissen, manchmal ist es auch von der Kühe. Das ist aber nicht so wirklich schön, wenn man sich das so vorstellen date, ne? Ja, ist ja toll. Ist doch kleine Werbeblock für die Veganer diesmal. Ja. Aber das ist, du mit der Erbele, ist ja toll, wenn man im Sommer Geburtstag hat, wie du, ne? Ja. 16.07. ist der Geburtstag und da kann man sicher sein, da kann man Erbelekuchen machen. Ich habe im März Geburtstag, da ja wird das früher nicht. Und die Römer, die Römer hast du mir nicht irgendwann verzahlt,
der Ovid, der hätte doch im 1. Jahrhundert nach Christus so, hätte doch geschrieben. Und der soll jetzt von der Erbele geschrieben haben. Ja, dat. Also natürlich nicht wie der Hoffmann von Fallersleben, jedech komplett über der Erbele. Hätt dem vielleicht auch Spaß gemacht. Der hätt ja jetzt geschrieben, wie die Welt entstanden ist. Hätte vom Jolde Zeitalter geschrieben und vom Silbere weiß man direkt, wann das Jolde ist und das Silbere, da weiß man, das kann kein Jod eng nehmen. Und in dem Jolde Zeitalter schrieb er, das alles von allein gekommen. Die Menschen haben sich nicht gemäßelt und nichts gestohlen, man braucht keine Richter und sonst jetzt. Und dann ist auch das Obst und Gemüse von ganz allein gekommen, ganz allein gewachsen. Und in dem Zusammenhang habe ich in der Schule gelesen, da spricht er dann auch von der Fraga Montana, also von der Erbele vom Birch. Also das sind die man heute als Walderdbeere haben, nämlich Jedenfalls, die sind von allein gewachsen, hast du gesagt. Ja, und ich habe jetzt gerade gesagt, Obst und Gemüse, das ist vielleicht, was man noch verklären möchte. Erbele sind von der Biologie her, sind das Nüsse. Sag das noch eins. Das muss ich mal auf der Zunge zu Jon lassen. Was hast du gesagt? Erbele sind Nüsse. Hör uns, willst du mich jetzt auf der Arm nehmen? Nee, das sind die kleinen Pünkelchen, die da dran sind. Die merkt man manchmal so zwischen den Zähnen, aber sonst fallen die nicht wieder ab. Aber das ist das eigentliche, die Frucht davon. Und das andere ist nur so rundherum. Sehr komisch. Aber ich stelle mir jetzt vor, das sind ja wirklich Pünkelchen, so 1 Millimeter groß. So kleine Nussknacker geht ja nicht. Ja, jetzt werde ich albern, Entschuldigung. Also die Lücke fischen die Nüsse raus. Genau, also wie die Ameisen. Die Ameisen, wenn die Finger im Busch, die kleine Erbele, dann nehmen die mit und fressen das all ab und die Nüsse bringen sie wieder nach draußen. Ist ganz süß. Das ist aber komisch. Also manche Leute machen das auch, wenn sie Marmelade machen, dass sie die Pünkel schon dann nicht drin haben wollen. Ja, und dann? Ja, dann werden die rausgemacht, dann jedes Marmelade und Konfitüre. Und das ist ja, also für mich sind das die erste Christtagsgeschenke. Wenn ich ganz viel Erbele habe oder die auch selbst pflück, dann wird das ingekocht und dann ist der Höhepunkt vom Sommer und sicherlich ist auch das Jahr ein bisschen wieder abgeschlossen, weil man die erste Christtagsgeschenke davon machen kann. Wie ist das dann? Pflückst du die Erbele selber oder kaufst du die im Laden auf, wenn du so Menge davon brauchst? Ja, also Bates, es ist einfach ein Freude, die selbst zu pflücken. Da bist um Feld und ab und an kannst auch welche essen. Jedes ganz in der Nähe von Köln. Und da kannst mit so einem ganzen Auto voll Erbele fortjöcken. Und Ja. dann kann man die Marmelade machen und von dem Rest, jedes Jet, was ich für meine Familie erfunden habe, da jedes die Erdbeerorgie. Sag nur. Weißt du, was geht die das dann? ist? Also, da gibt nur Erbele bis zum Abwinkel. Kann man alles essen und gibt unterschiedliche Sachen für da drauf. Also natürlich der Vanillepudding Oh und ja. Sahne und dann auch Joghurt für die Welle. Und da kann man auch noch so Plätzchen rümmeln und auch darüber verdeilen, dass es so ein bisschen einen Geschmack gibt wie Kochen. Und wenn Besuch kommt, kann man natürlich auch irgendeine Schabau oder Eierlikör da drauf tun. Und dann jedes Jahr nichts anderes zu essen, da jedes nur die Erbele. Ich habe gehört von einem, der hat sich so ja Pfeffer auf der Erbele getan. Was hältst du dann davon? Das ist besonders, aber wer es mag, jedem jägt sein Kap, ne? Und jedem sing Erbel mit Pfeffer, die das haben will. Jedes auch mit Aceto Balsamico, da drauf verdeilt, das sieht richtig gut aus. Also Essig, Balsamico-Essig. Ja, das. War das nicht all geht? Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also, lieb Lükscher, ihr könnt in der Nähe von Köln Erbele pflücken, Jon jetzt in der Ferien oder im Ferienberg. Und am Ende jetzt von dem Podcast, wo keine Sprachkurs gibt in der Ferien, können wir am Ende sagen, Joden Appetit. Und wenn ihr da rinbies in der Erbele, könnt ihr auch ein klein bisschen an der Podcast denken. Also, bis beim nächsten Mal. Tschö.
Hermann, Ja. kommens an der Kühlschrank und Lorenz war die Hand, eine Überraschung. Aber